Diese Episode widmen wir einem Urgestein in der Schneidermannschaft, Heinz Stalder. Der gelernte Landwirt und Forstwart hat es vor 18 Jahren vom Wald wieder aufs Feld rausgezogen. Und er hat es mir auch beherrscht, was im Frühling los ist, und ich habe gesehen, wie die Bauern auf dem Feld arbeiten. Man merkt dem Heinz die Erfahrung an. Seine hohe Sensibilität für Maschinen- und Pflanzenwelt ergibt eine Arbeitsweise, die man schon fast als virtuos bezeichnen könnte. Hier der Heinz beim Grasmähen. Das ist ein Fendt 927er mit einem Kronenschmetterling. Ausgerüstet mit Aufbereiter geht es mit einer Arbeitsbreite von 10 Meter und Geschwindigkeiten von 8 bis 20 km pro Stunde durch die Wiese durch. Eine Arbeit, die dem Heinz extrem viel Aufmerksamkeit und Fingerspitzengefühl abverlangt. Trotzdem, für den Heinz liegt da pure Leidenschaft drin. Ja, ich lebe für die Maschine und auch vom Betrieb her. Auch wenn es manchmal ein bisschen hektisch geht oder so, aber es ist eine gute Sache beim Schneider. Eine gute Sache entsteht auch, wenn der Ufersamen-Spezialist Dominik Fischer auf den Platz kommt und man sich ein paar Tipps aus dem Futterbau holen kann. Der richtige Schnittzeitpunkt ist hier fast so etwas wie ein Evangelium vom Futterbau. Neben dem Einfluss vom Wetter erleichtert ein bewusst gewählter, ausgewogener Pflanzenbestand den Entscheid vom Schnittzeitpunkt. Idealzustand wäre 50–70% Gräser, 20–30% Klee und der Rest mit Kräutern. Und als dritter Faktor natürlich der Verwendungszweck. Brauchst du das für Kühe, willst du möglichst einen Haufen Milch rausholen, dann darf es nicht zu alt sein. Dann wäre es vielleicht gut, wenn der Rispen gerade am Schieben wäre. Wenn du aber sagst, ja nein, ich möchte eigentlich lieber noch ein bisschen zum Struktur drin haben in meiner Ration, dann dürfen auch die Gräser bereits geschoben haben. Der Samu Geiser setzt auf Ufersamen. Die Gründe liegen auf der Hand. Also Ufersamen ist ein Qualitätsprodukt und im Zusammenhang mit der Landi hat man jederzeit das gewünschte Saatgut, das man will, einfach zur Verfügung. Und zur Not führt der Demu Bertschi auf seiner Sämaschine ein beachtliches Ufersamensortiment mit. Der Sommer hat jetzt wirklich Einzug gehalten im Lohnunternehmerleben vom Betrieb Schneider. Das Getreideernte ist mit 6 Mähmaschinen voll im Gang. Und das ist sonst noch gelaufen im Juli. Wir haben zuerst Maidröster gemacht, Anfang Juli. Und dann haben wir sofort angefangen mit der Gerstern. Nach der Gerstern pressen, Gras mähen, wieder pressen, Silo pressen und nach dem Gerstenstrau forträumen, sofort wieder misten, güllen und äugseln. Und nebenbei in der Werkstatt immer wieder Maschinen verräumen, waschen und Zweck machen. Und zwischen der Erntehektik reicht es auch einmal wie hier am Samstagnachmittag für eine kleine Schneider-Maschinendemo im Alberta-Stil. Ein 4,5 Hektar grosses Gerstenfeld bei Langenthal macht es möglich. Abdanken während dem Tröschen. Jetzt aber wieder zurück zum Heinz. Mit seinem 927er Fendt zieht er das Hadorn-Güllenfass über die geernteten Gerstenfelder. Und das hat es in sich. Ja, das Fass ist 18 Kubiker, das ist ein Schleuderfass. Mit der Schleuder wird die Schütte ausgebracht auf dem Feld und vorne mit der Pumpe saugen. Mit dem vorher angebrachten Rüssel haben die Konstrukteure von Hadorns Güllentechnik fertiggebracht, die Ausbringungsleistung und den Arbeitskomfort von diesem Fass enorm zu steigern. Auf den Höfen kommt der Heinz auch bei engen Zufahrten zu Schlag. Mit dem Rüssel kann von vorne wie auch von links und von rechts angesogen werden. Die Ansaughöhe liegt bei 3,20 Meter und die Tiefe bei 4 Meter. In rund 3 Minuten ist die Befüllung durch die unter dem Traktor durchgezogene 200er-Leitung abgeschlossen. Und für den Heinz ein grosses Plus ist, und vor allem ist man schneller eingerichtet, man muss nicht noch Kisten rumstossen, Schläuche zusammen tun. Und jetzt noch zu etwas, wo man die Motoren und die Emotionen so richtig laufen lassen kann. Wir machen einen Abstecher nach Zimmerwald. Traktorpullen ist angesagt.
In der 8-Tonnen-Standardklasse sind die Schneiders mit dem Tömu, dem Simu und dem Joel prominent vertreten. Die top 2 gemachten Traktoren schlagen sich zwar gut, aber für ein Fullpool, geschweige denn für einen Medaillenplatz, reicht es damals nicht. Es ist nicht ganz so gut gelaufen wie andere Jahre. Bei mir hat er die Luft rausgelassen, noch 8 Meter mehr rausholen, 86 Meter geschafft. Und, es hätte besser gehen können, aber wir sind zufrieden. Ja, für mich persönlich ist es nicht ganz perfekt gelaufen. Mit 82 und 84 Meter, auch nicht unter den Top 10. Aber ich habe intern unsere Jungs geschlagen, das war ja mein Ziel. Aber wir sind zufrieden und machen jetzt noch ein Fest daraus. Genau, denn ohne das wäre ein Pulling definitiv kein Pulling. Organisieren tun das der Tenu und der Samu Guggisberg. Und wer Zimmerwald einmal besucht hat, kommt immer wieder gerne hierhin. Also speziell im Zimmerwald ganz klar, hier ist einerseits Action auf der Piste gegeben, Wettkampf ist da, mit Traktoren bis zu 850 PS, da geht die Post ab. Aber nicht nur auf der Piste, eben die Festwirtschaft hat ein Reichhaltungsprogramm und dann schlussendlich die Pullerbar, berühmt berüchtigt. Auch das ganz klar ein Besuch wert und darum Welcome in Zimmerwald.